Hoi miteinander, willkommen zum neuen Podcast von dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt es gut. Ich werde euch heute mitnehmen in die Vergangenheit wieder einmal, und zwar in die Zeit vom Zweiten Weltkrieg in der Schweiz. Und zwar geht es um das Thema Réduit, und da war ein Themenvorschlag von Pierre. Danke vielmals, Pierre, an dieser Stelle. Wieder mal eine ganz coole Idee, die mich selber auch sehr, sehr interessiert hat, wo ich auch nicht so viel gewusst habe darüber. Und ich glaube, es ist auch interessant für viele, zum darüber etwas zu erfahren, weil man kennt das Wort, man kennt Réduit, aber man weiß meistens nicht so recht, was es bedeutet, was es überhaupt gesehen ist. Man weiß vielleicht etwas von einer Alpenfestung, von ein paar Bunker, aber was genau, ist die Frage. Und auf das Thema möchte ich euch heute mitnehmen, und ich glaube, wir starten gerade damit. Viel Spaß! Réduit ist ein Wort, das aus dem Französischen kommt und bedeutet Verschlag oder Raum. In der Schweiz aber bezeichnet es ein System aus militärischen Verteidigungsanlagen, wo während dem Zweiten Weltkrieg im Alpenraum gebaut worden ist. Es ist der Inbegriff vom Widerstand gegen Deutschland gewesen. Die Idee von einem Réduit im Schweizer Alpenraum ist schon im 18. Jahrhundert entstanden und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wiederholt diskutiert worden. Kurz nach der Eröffnung der Gotthardbahn hat man 1886 mit dem Bau von einer Festung am Alpenübergang angefangen. Die Anlagen sind dann bis ca. 1920 im Raum Airolo, Andermatt, auf dem Oberalp, Furka und Grimselpass fortzu erweitert worden. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat der Schweizer Generalstab aber keine Notwendigkeit mehr gesehen, sich auf einen grossen Angriff vorzubereiten. In der Zwischenkriegszeit ist mehrheitlich die Meinung vertreten worden, solche Befestigungen hätten ihre militärische Bedeutung verloren. Die Errichtung der französischen Maginot-Linie ab dem Jahr 1930 und ähnliche Anlagen haben aber beim Schweizer Militär den Gedanken zum festigen Bauen wieder aufleben lassen. 1934 hat man den Bundesrat aufgefordert, den Befestigungsanlagen mehr Beachtung zu schenken. Man hat aber mit dem Bau nicht sofort anfangen, weil das Wissen um den Bau von solchen Anlagen noch mehr auf dem Stand der damaligen Technik und Strategie war. Erst 1937 ist die Schweiz wieder parat gewesen, um nach dem Stand der Technik entsprechende Befestigungsanlagen zu errichten. Die spätere Konzentration auf den Alpenraum ist aber zu dem Zeitpunkt noch nicht vorgesehen gewesen. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sind zuerst neue Festungen im Grenzgebiet, wie zum Beispiel Zwalorb und am Rhein entlang, entstanden. Das sind Grenzbefestigungen gesehen und haben nichts zum Réduit gehört. Man hat sie als vorgeschobene Stellungen bezeichnet und sie sind deutlich weniger gut ausgebaut gesehen als Réduit. Am 28. August 1939 hat der Bundesrat per Radio die Teilmobilmachung der Grenztruppen veranlasst. Und der Henri Guison ist zum General gewählt worden. Am 1. September ist dann die Generalmobilmachung angeordnet worden. Ab dem Frühjahr 1940 sind verschiedene Pläne für das Réduit erstellt worden. Schlussendlich hat man sich für die Umsetzung des Plans vom Oberstleutnant Samuel Gonard entschieden. Er war damals Chef vom persönlichen Stab vom General und hat den eigentlichen operativen Kopf der Schweizer Armee dargestellt. Das Réduit hat sich vom Nordosten, beim Rhein und Liechtenstein, bis in den Südwesten am Genfersee erstreckt und sich auf den Alpenraum konzentriert. Es hat rund ein Viertel der ganzen Schweiz umfasst. Zu den wichtigsten Festungen vom Réduit haben die Festungswerke Sargans und Saint-Maurice sowie der Gotthard als Zentrum gehört. Diese Anlagen sind mit allerhand notwendiger Infrastruktur ausgerüstet gewesen. Neben dem Waffensystem sind Unterkünfte, Kochen, Operationsstellen, Krankenzimmer und Bäckereien in die Festungen mit eingebaut worden. Das Réduit ist an vielen Orten durch natürliche Hindernisse, durch die Geografie geschützt gewesen. Dort, wo das nicht der Fall war, hat man künstliche Hindernisse und Befestigungen aller Art gebaut. Ein Teil der Strategie war auch, um wichtige Infrastruktur wie Brücken, Strassen und Tunnels zu zerstören, und man hat darum auch Sprengungen vorbereitet.
Mit der Kapitulation von Frankreich ist für die Verteidigung der Schweiz eine ganz neue Situation entstanden. Sie war rundum eingekreist. Die Idee des Redouis war, um den Angriff auf die Schweiz möglichst schwierig und entbehrungsreich zu machen. Es hat langwierige Gebirgskämpfe vorgesehen und vor allem hat man mit dieser Befestigung auch eine abschreckende Wirkung angestrebt. Bis Ende 1942 hat eine 6-monatige Versorgung der Bevölkerung und der Truppen im Redouis sichergestellt werden. Die Bevölkerung hat die Verlegung der Hauptverteidigung auf den Alpenraum mehrheitlich akzeptiert und hat darauf vertraut, dass die eine abschreckende Wirkung haben will. Es hat aber auch Kritiker gegeben, die bemängelt haben, dass man das ressourcenreiche Mittelland mit wenig Aufwand erobern und die Armee im Redouis aushungern könnte. Dank der abnehmenden Bedrohung durch die Achsenmächte, der Fertigstellung der Anlagen und wirtschaftlichen Kooperationen mit Deutschland und Italien 1942 hat das Redouis seine volle Wirkung erreicht. Es hat den Anschein gemacht, dass der Achsenmächte eine unabhängige Schweiz mit einem funktionierenden Gütertransport mehr dienen will, als ein erobertes Land mit zerstörten Produktionsanlagen. Nach der erfolgreichen Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 hat der Guison wieder Truppen aus dem Redouis zurück ins Mittelland geschickt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und während dem Kalten Krieg sind die Befestigungsanlagen im Alpenraum weiter ausgebaut worden. Die grosse Anzahl Leute, die für den Betrieb notwendig war, ein grosses Festungswerk hat rund 100 bis 600 Mann Besatzung, ist ab 1990 kein Verhältnis zum eigentlichen Nutzen mehr gestanden. Im Zug der Armeereform von 1995 sind dann viele Anlagen zurückgebaut worden. Einige wenige sind in Museen umgewandelt worden und können besichtigt werden. Ja, da war jetzt der kurze Auszug aus der Geschichte vom Redouis. Ich hoffe, es war interessant. Wir können natürlich noch viel mehr erzählen darüber. Wenn eine Episode 2 wollt, lasst mich es einfach wissen. Ich will sicher noch gerne ein bisschen mehr in diesem Thema nachforschen. Aber da ist sicher das Grobe so, was passiert ist in dieser Zeit. Ja. Und wie es der Schweiz so gegangen ist, auch im Zweiten Weltkrieg. Ich denke, wir haben einfach auch mega viel Glück gehabt. Muss man vielleicht schon auch sagen. Ja, dann hoffe ich, es war interessant gewesen. Wenn ihr ein Transkript lesen wollt, wie immer, die sind auf meinem Patreon. Wenn ihr mir noch nicht folgt auf YouTube oder Spotify, macht doch das bitte. Ich würde mich darüber freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Viel Spass, macht's gut und bis zum nächsten Mal.